Der Benjamin Noti ist ein Basler Gitarrist, der schon mit der Stefla Chef, Greis oder der Gigerin Cordelia Hagmann auf der Bühne gestanden ist. Er produziert und schreibt aber auch Songs. Zuletzt für das neue Soloprojekt «Fare». Hoi Benjamin. Ciao Alex. Hast du einen Kaffee wollen? Hast du ein Wasser wollen? Ein Bier? Ja, also nein, ich bin vorbereitet. So stellt man sich das Rockstar-Leben vor. Ja, nein. Es sind alles Attrappen. Sehr gut. Ja, wir haben uns ja schon mal gesehen beim Sam himself. Ich habe den Noti ergattert. Als sehr so gesuchter Live-Gitarrist, der auch zu meinen Studiosachen schon viel beigesteuert hat. Genau, und jetzt, heute geht es um dich. Und ich sehe gerade im Hintergrund ist deine Plattensammlung. Es ist die Plattensammlung von meinem Vater, die mittlerweile da ist. Gibt es da so Platten, wo du sagst, die haben dich beeinflusst in deinem künstlerischen Schaffen? Es könnte jetzt eine Stunde, 2 gehen. Also sicher wunderbar Tracy Chapman, mal etwas Neues Stromae, Bob Dylan, Zeps. Auf jeden Fall eine ganz wichtige Band gewesen. Der Mark Knopfler. Ja, auch schon mal gehört. Beatles. Kann ich natürlich nichts zeigen. Viele bekannte Gitarristen sind auch vertreten. Oder weniger bekannte, großartige Gitarristen. Ist er in deinem Vater auch Gitarrist gewesen, dass sie so gut vertreten sind? Das ist eine gute Frage. Er war Kunstmaler, aber hat auch Gitarre gespielt. Also ein Teil der Gitarren, die man nachher sieht, die haben ihm gehört. Auch die Gitarre, die eigentlich namensgebend geworden ist für das Projekt «Fare». Die hat im Herr Asenza gehört. Das war der Malermeister von meinem Vater. Und mein Vater als Student hat dann die mit dem letzten Rappen ihm abgekauft und ist dann bei ihm eigentlich nur rumgestanden. Die heisst «Fare» und ideenlos, wie ich bin, wenn es um Songprojekt oder Albentitel geht, ist dann namensgebend worden für das Album. Wir sind uns am Vorbereiten für Plattentaufe. Jetzt hier so dilettantische Notizen, damit ich ungefähr weiss, wo ich lang spiele. Ja, also es ist «Fare» im Moment ist vorbereitet aufs Live-Konzert. Und wir gehen jetzt ins Kunstmuseum. Bis zum 10. August steht der Erfinder der modernen Skulptur, der Medardo Rosso, im Zentrum des Kunstmuseum Basel. Die neue Überblicksausstellung über das Schaffen von Rosso lädt dazu ein, mehr über die Geschichte der modernen Skulptur zu erfahren. 8 Meter entfernt und nur von vorne. Der französische Bildhauer Medardo Rosso hat klare Regeln gehabt, wie und von wo man seine Skulpturen betrachten soll. Von denen sei man in der Ausstellung aber bewusst abgewichen, sagt Elena Filipovic, Direktorin vom Kunstmuseum Basel. We've placed each of his sculptures in a way that you can see the backside of them. Wir haben jede Skulptur auf eine Art und Weise platziert, wo man die Rückseite und dort von innen her den Prozess vom Machen und die Fragilität vom Material sieht. Aber das ist etwas, was der Rosso nicht erlaubt hat. Er wollte, dass man seine Skulpturen frontal sieht, nicht unbedingt den Rücken. Das ist wichtig für uns. Wie macht man eine Ausstellung, die der Rosso honoriert, aber gleichzeitig auch eine Seite von ihm zeigt, die er selber nicht erlaubt hat? Bei seiner eigenen Kunst hätte Medardo Rosso das mit den Regeln weniger ernst genommen. Zu seiner Zeit hat man klare Vorstellungen gehabt. Skulpturen sind starr und monumental. Ganz im Gegenteil dazu sind am Rosso seine Skulpturen klein und sehen aus, als würden sie jeden Moment umkehren. Das hat mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, die er erlebt hat. Die industrielle Revolution, die Selbsterkenntnis hat sich transformiert. Auch die Idee von der Zeit, wie Menschen in der Welt sind und wie das dargestellt werden kann, hat sich verändert. Nicht als etwas, das sich verändert, sondern als etwas Instabiles, Vergängliches und Trügerisches. Unstable, that was ephemeral, elusive.
Sehr gern und häufig hat Medardo Rosso Figuren aus Wachs gemacht. Auch das ein Zeichen von der Verletzlichkeit seiner Skulpturen. There's something so infinitely fragile about wax. Wachs ist so fragil. Einerseits fängt es Licht, aber auch Staub ein. Es könnte auch einfach schmelzen, wenn es zu nah an einer Heizung steht. Die Fragilität ist ein Teil des Materials, das er gebraucht hat, und auch ein Teil der Themen, die er porträtiert hat. Anstatt Helden hat der Rosso Menschen bei der Arbeit, arbeitslose und übersehene Menschen ins Zentrum seiner Arbeit gesteckt. Die Ausstellung von Medardo Rosso ist bis und mit am 10. August zu sehen. Ups. Eben, wie gesagt, am Üben. Und so weiter. Es braucht noch ein paar Stunden. Aber es klingt doch eigentlich schon recht gut, finde ich. Ja, aber idealerweise wäre es nicht recht gut, sondern richtig gut. Du machst schon lange Musik, aber noch nicht ganz so lange. Gibt es ein Projekt, wo du eben federführend bist? Was treibt dich ein bisschen mehr in den Vordergrund, aus dem Hintergrund vielleicht auch? Ich würde es für mich nie so formulieren, weil grundsätzlich bin ich wahnsinnig wohl in der Sideman-Rolle. Zum Beispiel gerade live zu begleiten oder Teil zu sein von. Also keine Ahnung, mit einem Kreis auf der Bühne ist für mich herrlich, weil ich habe Panik davor, irgendwie an dieser Plattentaufe, die dann stattfindet, irgendwie zwischen den Liedern etwas zu sagen oder so. Also es ist jetzt eine Art von Scheinwerferlicht, das suche ich wirklich und ich meine es ernst nicht. Wenn es nicht Skiwerferlicht ist, was hat dich daran gereizt, vermehrt eigene Projekte zu machen? Etwas über mich selber zu lernen und in meinem Tempo zu arbeiten. Inwiefern ist dein Tempo anders als... Es ist ziemlich schnell. Wie ist das entstanden, dass du Gitarrist geworden bist? Mein Vater hat immer auch Gitarre gespielt und wir haben auch zusammen gespielt, durchaus regelmäßig. Dort bin ich 9-jährig, etwas um das herum. Er hat eine Stunde genommen und das war aber eigentlich so eher zähflüssig. Und dann mit der Gründung der ersten Band, das war eine Schülerband, die es sehr, sehr lange gegeben hat, dort ist eigentlich so das Feuer entfacht. Wir kommen jetzt zu unseren Basel Live Kulturtipps. Rund eine Woche dauert die Fahrt von einem Frachtschiff von Rotterdam nach Basel. In Kleinhünigen, Bersfelden und Muttens werden jährlich über 6 Millionen Tonnen Gitter in rund 120'000 Container umgeschlagen. Der Basler Nachwuchsregisseur Max Carlo Kohal hat über mehrere Jahre einen solchen Rheinfrachter mit der Kamera begleitet und erzählt in Fracht mit schlichten, kraftvollen Beobachtungen vom harten Alltag und den Träumen der jungen Angestellten. Der Film ist im neuen Kino am Freitag, 25. April zu sehen. Ein Grossverkauf von Pflanzen und Trockenblumen zum kleinen Preis. Genau das findet bis am Samstag, 26. April im K-Haus statt. Gegründet wurde ist der Event vor vielen Jahren von 2 Landschaftsgärtnern, die es leid waren, dass die Pflanzen so teuer sind. Ob Ficus oder Pilea, ab 2 Franken sind Pflanzen beim Pflanzenverkauf zu haben. Zudem gibt es unter anderem Töpfe, Übertöpfe und Botanikerzubehör. Damit es keine Warteschlange gibt, kann man online ein Gratisticket für ein Zeitfenster am Pflanzenverkauf lösen. Im Schaulager wird seit 2003 zeitgenössische Kunst gelagert und erforscht. Man kann aber nicht einfach so einmal durchs Schaulager spazieren. Dafür gibt es aber einmal pro Monat, immer am letzten Mittwoch, eine öffentliche Führung. Und am Mittwoch, 30. April, ist es wieder soweit. Interessierte können einen Blick in die Sammlung von der Emanuel Hoffmann Stiftung werfen. Die Teilnahme ist nur mit einer Anmeldung möglich. Die Führung geht eine Stunde lang und anmelden kann man sich auf der Webseite.
Am liebsten, ehrlich gesagt, weiss ich noch gar nicht, wo das Reisli hingeht. Also das, was man jetzt gerade gehört hat, das könnte theoretisch zu Fahre passen, aber eventuell auch zum neuen Steph-Album. Da sind wir gerade mit drin. Wie funktionierst du als Produzent hier in deinem Studio mit anderen Leuten zusammen? Was an diesem Ort irgendwie schön ist und was ihn vielleicht ein bisschen unterscheidet von einem grossen Studio, dass es halt eine gemütliche Atmosphäre ist. Es ist eigentlich eine Wohnung, die ausgerüstet ist, so dass man gut arbeiten kann. Und das, dunkt mir, hat sich noch häufig schon ausgezahlt. Man trifft sich hier, man kann arbeiten, man kann aber auch mal schnell eine Pasta kochen. Ja, es hat, glaube ich, etwas sehr Entspanntes hier. Ich verbinde mit diesem Ort aber auch irgendwie eine Nachtschicht fast durchdrehen und es will und es will und es will nicht. So, das ganze Spektrum ist möglich. Ist dein ganze neue Album auch da in diesem Studio aufgezeichnet worden? Alles außer das Flügelklavier, also der Flügel, ist hier aufgenommen. Das Fahre-Projekt ist dann abgeschlossen, also was den Studioteil anbelangt. Und dann kommt ja zack schon der nächste Job. Und dort ist es darum gegangen, halt Konzerte zu bekommen. Ich habe gemerkt, es ist relativ schwierig, das Projekt so zu vermitteln, dass man daraus kommt, was es ist. Und dann haben wir gefunden, hey, eigentlich gerade jetzt für das Schönste wären tolle Live-Aufnahmen. Ich glaube, es tut die Idee eigentlich am besten erklären, auch besser als irgendwie darüber zu reden oder so. Das ist auch die Hoffnung.